Ja, hallo und willkommen zurück, neue Folge The Long Dark. Ich bin wieder beim Omi daheim. Ich habe genäht und gestopft und meine Kleider auf Vordermann gebracht. Hat einen plus 10 Wärmebonus. Das ist schon mal super für den Moment. Was habe ich noch gemacht? Ich habe noch ein bisschen gegessen und geschlafen, damit ich wieder fit bin. Gut. Was wir machen, ich brauche immer noch Lockpulling, da könnte ich den abschließen. Dann haben sie halt noch diverse andere Quests. Schliessfach bringt mir im Moment nichts. Milton habe ich soweit alles erkundet, bis auf den Bereich da unten, wo der Wolf ist. Ich habe die Frage, soll ich mal zu den Killen. Eigentlich würde ich wirklich gerne jetzt den Bereich auch noch abdecken. Ich habe mich jetzt mal erkundet, wie das mit den Wölfen läuft und den Kämpfen. Ich muss alles sagen, ich bin jetzt nicht wirklich wahnsinnig viel schlauer geworden. Darum probiere es jetzt einfach mal. Also irgendwie muss man auf wild klicken. Das müsste dann dazu führen, dass der gute Wolf Schaden nimmt oder vor allem ablädt. Und angeblich scharfe Waffe führt zu Blutung, dann wird er verbluten. Ah, da haben wir den Pilz. Während dem stumpfe Waffe dazu führen soll, dass er schneller auf einmal ablädt und somit weniger Schaden verursacht. Wer weiß, vielleicht haben wir Schweine, da stehe ich nicht mehr da. Ich höre ihn zumindest nicht mehr. Was haben wir da? Milton's Cool. Terrible. Okay. Das sieht nach einem Feuer aus und es sieht nach Blut aus. Schuhe, Brille. Da scheinen Leute verbrannt zu sein. Ist der Wolf wirklich weg? Es sieht für den Moment so aus, als wäre der Wolf frei. Da geht es irgendwo auch ab. Da geht es nicht rein. Da geht es da rein. Ah ja, sehr schön. Schauen wir mal, was es in dieser Hütte rein gibt. I could eat a horse. Sweet Dreams Kräutertee. I'll be hungry later. Little Cow Condenser. Das ist wow, das gibt recht viele Kalorien. Vorhang könnte ich da jetzt all machen, aber ich habe jetzt eigentlich gut repariert und habe noch genügend Stoff. Ich glaube, You can always use more food.
sparen. Schau nur schnell, das kann ich eigentlich erzählen. 13 Stoffe, nein, das lange. Für den Moment zumindest. Das Hundhölz ist ja nicht genug, da muss man keine Sorgen machen. Schuhe. Laufschuhe, mal schauen, wie gut das die sind. 0808. Nö, das ist nicht. I could use this. Von denen habe ich ja schon ziemlich viel. Das wird auch wieder etwas zum Auseinander. Eine Daunenweste. Okay, das ist jetzt gerade auch einiges. Also Schal jetzt oben, da haben wir 1,5, 1,5. Nein. Und was haben wir noch gehabt? Nicht leider. Da ist auch nicht. Ist lustig, wie geräumig die Hütten nochmal sind. Von außen ist sie ja mal. Sieht es doch deutlich bescheidener aus. Das wär's, so wie ich das jetzt gesehen. Jetzt kann man da hinten noch. Ich kann durch. Dort ist ja noch irgendwie ein Hütchen auf dem Berg oben gewesen. Und ein paar Pilze, dann würde ich wahrscheinlich das Gewässer auch schaffen. Ich hoffe zumindest, man weiß ja nie, wie viel das man braucht. Vielleicht braucht man wieder 200 Pilze, um einen Tee zu machen. Das sind die Rohkolben, die kann man auch essen, so als letzte Notlösung. Da kann man schon nicht rein. Nein. Ich sammle jetzt mal all die Pilze, sicher ist sicher. Hasi. Okay, auf der Hütte ganz oben. Okay, dort unten ist auch etwas. Oh, das hat noch ein paar Hütten da unten. Ich habe wieder etwas heulen gehört da. Okay, dort wird jetzt definitiv nicht hin. Schauen wir mal, was es da in dieser Hütte rein gibt. Lamp fuel.
could be useful. Notiz. Well, Mal, ich denke mal, what do we have here? das Quest, versteckte Höhle. Ah, das ist die Höhle, wo ich ganz am Anfang durchgekommen bin. Tomatensuppe. Ja, ich frage mich jetzt wirklich langsam, ob ich das Zeug auseinandernehmen soll. Eine Stunde, zu viel. Ja, ich warte mal noch. Irgendwie brauche ich doch noch ziemlich viel Material, um es Omi glücklich zu machen. Ja, also das heißt, Milton haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Dann, ich denke, dann gehe ich mal da oben das Versteck holen, dann zu den Kielen. Ja, das langt sich zu diesem Versteck. Aber das ist ja... Moment, das ist dahin gewesen. Never been so hungry in my life. Du bist eine Jammertante. So, Omi, es gibt wieder mal einen Nachschub. Wow, und mal die Hälfte ist so krass. Was ist denn der am Stehen? Gut, da bin ich hergekommen. Und ich glaube, in dieser Höhle hat es ja noch Kohle gehabt. Das ist auch etwas, was mich so unglücklich macht. Scenic View, das ist... Wow, okay, stimmt. Die Tourismusbehörde hat sich da Mühe gegeben. Milton. Ich könnte eigentlich auch da bleiben, ich muss doch gar nicht weg. Und da mir schön einrichten mit dem Omi zusammen die Apokalypse abwarten.
fehlt wieder etwas. Also, das müsste eigentlich da sein. Das dort ist ein bisschen auffällig von der Farbe her. Geheim There versteckt. you are. I'll be hungry later. Wow, 1750 Kalorien. Wohlohrenwärmer. Okay. Was ist... Ah, der geht da über. Okay, cool. Okay, dann haben wir den gemacht. Und von der Zeit lang wahrscheinlich noch zu der Kiele gehen, dann ist das auch erledigt. Wobei grundsätzlich auch wirklich noch gar nicht so schlecht wäre, ich würde mal das Omi-Quest abschließen. Das ist ja das, was ich die Einleitung mal erzählt habe, oder? Vögel. Dort oben sind Vögel am Kreisen. Das hat zwei gute Aspekte. Zum einen sagt man, es ist dort etwas Totes, und das ist in dem Fall jetzt da der gefrorene Typ. Aber wenn ich es auch richtig in Erinnerung habe, dann findet man immer die eine oder die andere Federn. Da. Und die brauchen wir dann wiederum zum Pfeil machen. So finden wir dann einmal auch Kadaver, wenn man irgendetwas angeschossen hat. Zum Beispiel, wenn man den Wolf mit dem Messer so verletzt hat, dass er verblüht. Und dann wird er zuerst wieder vorrennen. Aber dank Vögel kann man die auch wieder so aufspüren. Ach, das rote Symbol auf der rechten Seite, wenn ich auch noch google, das bedeutet anscheinend, dass man irgendwie so ein bisschen in einem schwierigen Terrain ist, wie zum Beispiel Schneeverwehung oder so, und dass dort die Gefahr vom Knöchelbrechen erhöht ist. Also ich würde sagen, das wäre zum Beispiel so etwas. Da. Muss man zuerst mal drauf kommen. I'm weak. So, jetzt ist die Nahrung aufgebraucht und jetzt wird das Leben ein bisschen runtergehen. Ah, jetzt anfängt es die Hälfte. Krass. Ja, ich sehe schon, ich will nicht drum herum da in den Häusern halt ein bisschen Kisten und so Sachen zu zerlegen. Aber jetzt gehen wir zuerst noch zu der Kille. Da hat es noch Fetzen. Cold is making my head feel thick. Ja, das ist vielleicht ganz dümmst, dass ich jetzt vorhin noch die Mumie ein bisschen aufgewärmt. Aber ich hoffe, die Kinder kommen.
Oh, schön. Das gibt sicher ein bisschen bessere Welt. So, die ganzen Sticks sind schön und gut zum Anzünden, aber so das Brennleistung haben sie nicht so viel zu bieten. Oh, Scheiße. Oh, 2 Wölfe. What the fuck? Oh, oh. Jetzt probieren wir mal etwas aus. Geißen können sie nicht verschieben. Ja, gut. So cold. Cool. So, jetzt muss ich aber Gas geben, jetzt bin ich verfrieren. Und nach dem Retourweg das Zeug durchschauen. Das ist also nur wahrscheinlich, sind sie jetzt auf die andere Seite von der Brücke gerannt und wenn man nachher zurück muss. Und jetzt 2 Wölfe nicht vernaschen. Okay, wenn wir uns nachher drum kümmern, jetzt zuerst mal. Zuerst mal die Kiele wärmen. Ja, da sind wir in der St. Christoph Kirche. Und in der St. Christoph Kirche tun wir auch die Episode für heute beenden, weil es ist schon wieder Zeit, das geht so mega schnell. Danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis morgen. Tschüss.